Hoi, ich bin Anna Zöllig und ich freue mich, mit dir jetzt gemütlich anzuhöckeln und zu hören. Es gibt einen Detektivfall für die Paula und den Jeremy. Die heissen Abfalldetektive, weil der Paula ihren Vater bei der Kehrichtverbrennung schafft. Und was sie für einen Abfalldetektivenfall lösen müssen, das hörst du jetzt. Hast deine Plattensammlung vorgerührt und dir anders überlegt? Ein grosses Kaffeeranddeckchen ab und mit dem Güssel rausdreht. Das Tüchli vorgerührt, wo die Zahnspangenentwicklung war. Sind deine Tonschen original mit Gelatine gsi? Die Mutter hat dein Velo aus dem Keller rausgerückt und die tödliche Apfelmarke auf den goldenen Lenker gedruckt. Hast du nicht sein und die Matratze schnell zur Schäden trägt, dass Gott die Ende Monat dir das ganze Geld reinnäht? Ja, wer hilft bei solchen gern und anderen Notfällen? Wer hilft? Die Betten spüren also so schnell. Wer hilft? Paula und der Jeremy, die zwei schlauen Freunde von der Abfalldetektive. Sag mal, wer hilft bei solchen und anderen Notfällen? Wer hilft? Die Böden spüren also so schnell. Wer hilft? Paula und der Jeremy, die zwei schlauen Freunde von der Abfalldetektive. Genau, und jetzt? Über. Aber. Und aber jetzt den Griff an. Und wieder rein. Schliessen und rauf. Und dann im richtigen Moment. Mann, Paula, jetzt mach mich nicht nervös. Ich bin nicht zum ersten Mal am Kranen. Sorry. Er hat ja recht, der Jeremy. Er ist genauso ein Abfalldetektiv und Sachverständiger wie ich. Wir zwei sind nämlich die Abfalldetektei. Paula Braun und der Jeremy Jäger. Gründungs-, Ehren- und bis jetzt einzige Aktivmitglieder der Abfalldetektei, wo allen Güsselsünder auf der Spur ist, wo unschuldig zur Entsorgung verurteilte Sachen vor dem Schredder rettet und wo auch sonst sämtliche verzwickte Kriminalfälle rund um alles, wo kopflos weggeschmissen oder sorgfältig unter den Teppich gebesselt wird, aufklärt. Und darum ist es auch klar, wo wir unsere Sommerferien am liebsten verbringen. Im Kehricht-Heizkraftwerk. Ich habe durch meinen Papa Moses Braun, der als Belader arbeitet, hier sozusagen ewiges Aufenthaltsrecht. Und der Jeremy, als mein bester Freund, gerade auch. Und wir sind mit 12 die Jüngsten, die an Kehricht kranen dürfen. Um den Kehricht im Bunker zu mischen, bevor er verbrannt wird. Das ist so cool! Da kann jede Playstation einpacken. Ja. Yes. Geschmeidig. Und jetzt loslassen! Paula! Sorry! Aber eben, blöd ist, es kann immer nur einer und der andere muss zuschauen. Jetzt! Paula, hast du es? Ich sage nichts, ich sage ja gar nichts. Jetzt! Yeah! Yes! Und wieder Kehricht gemischt für 1332 Warmduscher. Ein 35 Liter Güsselsack verbrennen gibt nämlich Energie für 4-mal Warmduschen. Und eine Bunkerladung, das sind etwa 333 Güsselsäcke. Das heisst 1332 glückliche Warmduscher. Wahnsinn, oder? Yes! Kehricht mischen tun wir natürlich nur, wenn wir gerade keinen wichtigen Fall zu bearbeiten haben. Momentan herrscht nämlich bei der Abfalldetektei ein richtig fettes Sommerloch. Wirklich hart für 2 hochqualifizierte Abfalldetektive. Jetzt komme ich dran. Mach Platz. Hey, noch kein Stress. Okay. Paula. Papi? Lass Paula, heute geht es bei mir ein bisschen länger. Okay. Wir haben noch einen Sondereinsatz. Sondereinsatz? Ja, am Hegelbach, Endhaltestelle vom 151er. Dort hat es einen Giftunfall gegeben. Ein was? Ein Giftunfall. Auf jeden Fall ein akutes Fischsterben und jede Menge tote Fische. Tote Fisch? Ja. Ehrlich? Ein riesen Aufgebot. Fischereibehörde, Feuerwehr, Polizei und alles. Okay. Und wenn sie fertig sind mit Fischzählen, sollen wir die ganze Sauerei in die Kadaversammelstelle bringen. Ich fahre jetzt Container ran und hol sie dann später ab. Du fährst an Hegelbach. In 2 Minuten, ja. Dürfen wir mitkommen? Wenn ihr meint. Genau das liebe ich an meinem Co-Detektiv. Wenn wir einen neuen Fall wittern, müssen wir nicht lange diskutieren, dann verstehen wir uns blind. Und schon 2 Minuten später sind wir unterwegs zu unserem nächsten Fall. Fischsterben am Hegelbach. Und nach 20 Minuten Fahrt vor Ort an der Endstation Hegelbach. Und schon gibt's den ersten Trüffel. Edith, bitte ein bisschen überparkieren. Ich muss den Bus noch kehren. Ah, sorry. Ich hab gemeint, der Bus ist abgestellt. Nein, ich mache nur Pause. Da ist Endhaltestelle. Ich muss immer eine halbe Stunde warten, bis ich den 151 zurückfahren kann.
Gut, alles klar. Ich pressiere. Danke. Eine halbe Stunde. Und Sie als Chauffeur sind in dieser Zeit damals da vor Ort. Ist Ihnen irgendetwas Besonderes aufgefallen in den letzten, sagen wir, 12 Stunden? Ach, machst du Witz? So viel ist heute in den letzten 5 Jahren nicht los wie heute. Okay. Die reinste Völkerwanderung. Ganze Trauben von Fachleuten, Kripo, Amt für Gewässerschutz, Fischereiaufsicht, Fotografen, Lokalpresse. Was zum Teufel ist dort unten eigentlich los? Das akutes Fischsterben beim Hegelbach. Man weiss noch nicht wieso. Sie sind mit den wichtigen Zeugen. Hat Sie schon irgendjemand befragt? Nein, bis jetzt haben wir eher alle möglichst schnell aus dem Weg haben. Eben, siehst du. Da sieht man es wieder. Hey, ihr zwei! Ich lade gerade mal den Container ab. Wenn ihr nachher mit zurückfahren Merci, wir bleiben noch ein bisschen. Nötig. alles klar. Ich sag's ja, wir Abfalldetektive verstehen uns blind. Wir wissen, wenn wir eine heisse Spur vor uns haben. Oder einen wertvollen Zeugen. Schon hat der Jeremy sein Notizbuch gezückt und ich meinen kompetentesten Abfalldetektivinnen-Verhörblick. Okay, schiessen Sie los. Also, was ich mit Sicherheit kann sagen ist, dass bis gestern Nacht am 25 ab 12 Uhr alles ruhig war. Okay. Dann haben die letzten 151 ins Depot gefahren. Das, was auch immer, muss also zwischen dem 25 ab 12 Uhr Nacht und dem nächsten Frühdienst am 8:30 Uhr passiert sein. Hast du das? Von den Mädchenpfadi, die dort auf der Wiese zeltet, hat man nach dem 11 Uhr auch keinen Pieps mehr gehört. Hast du alle Zeit? Meitli-Pfad. Ja, die haben das Jahr ihre Sommerlager da. Haben Sie sonst noch jemanden gesehen, in der Nähe vom Hegelbach? Also, der Bauer da, Imboden heisst er. Den sieht man immer wieder mal. Das letzte Mal, als er gestern am 7 Uhr am Abend die Kühe nach dem Melken auf die Weide dort hinten getrieben hat. Ein unangenehmer Zeitgenoss. Der Imboden, hm? Ja. Dann kommen etwa Kinder von diesen neuen Einfamilienhäuschen dort hinein, unten am Bach spielen. Ein paar Hündler noch. Aber sonst, tote Hose, nichts los da. Wie immer. Danke vielmals, Herr... Heckenschwiller, Markus. Herr Heckenschwiller, Sie sind ein Zeuge, wie man es sich wünscht. Ja. Beobachtungstalent, sachliche Einschätzung, exakte Zeitangaben, knappe Infos to the point. Mega. Das ist doch selbstverständlich. Nein, Sie, Herr Hegerschwiller, so etwas ist selten und eine grosse Hilfe. Könnt ihr Cousin sagen. Immer gern. Ich halte die Augen offen. Das wäre super, Cousin. Gute Fahrt noch, Cousin. Und vielleicht bis später. Danke. Viel Glück euch. Merci. Und Petri Heil. Der Cousin hat nicht übertrieben. Unten am Hegelbach haben sich ganze Trauben von Leuten um den Tatort versammelt. Nur ein Bub, etwa 14, mit Fischerausrüstung, ist ein bisschen abseits gestanden. Nicht bestellt und nicht abgeholt. Verständlich. Oh, der hat heute auch den Fang verdorben, oder? Kann man so sagen. Hast du mitbekommen, was gerade abgeht? Ja. Dort eine Mädchenpfad ist gerade vernommen worden. Ihre Gruppe verabschiedet sich gerade vom Kommissar Rezzoli. Mit der linken Hand. Siehst du, das macht man so bei Pfadi. Aha. Oh Mann, sie ist so cool, die Gruppe. Grufi? Ihre Gruppenführerin. Puma, das ist ihr Pfadiname. Wegen den Haaren sicher, wegen den Augen, dem Blick, wegen allem. Hallo, alles okay? Alles okay, klar, sicher. Ich muss los. Okay. Fisch hat sich ja erübrigt. Ja. Ja, der hat es schwer getroffen. Nur kein falsches Mitleid. Gefangen hat der sowieso nie etwas. Hey, Puma, gell? Genau. Die Vater geht die Hand links, habe ich gehört. Paula. Und das ist der Jeremy. Hallo zusammen. Ihr seid ein anderes Kaliber als der Marvin dort. Das sieht man sofort. Ja, voll. So ein Weichei. Aus dem Einfamilienhäuschen dort hinten. Naja, immerhin scheinst du da einen Fan fürs Leben gefunden zu haben. Da gibt es jetzt andere Probleme. Der ganze Hegelbach ist futsch. Die Fischerei hat schon über 600 tote Fische gezählt. 600? Ja. So, ich muss. Fähnli, nach dem Lunch Lagerbesprechung an der Feuerstelle Ost. Allzeit bereit! Scary, der Puma irgendwie. Was findest du? Das ist doch ein bisschen übereifrig, wenn du mich fragst. Aber schau mal dort hin. Das muss der Bauer sein. Ah, ja. Das ist der Imboden. Schau mal, der ist mit dem Kommissar Rezzoli, glaube ich, nicht ganz einer Meinung. Einmal, nicht
ein Leck im Güllentank. Ja. Einmal, vor 4 Jahren. Ja, und schon ist man als Bauer an allem schuld und nicht mehr vertrauenswürdig. Aber also, Entschuldigung, Herr Imbo, Ihre Geschichte vom verdächtigen Unbekannten mit dem Töpfe, das tönt jetzt also ein bisschen gar weit Aber her. ich sage Ihnen, es ist wahr. Seit Wow, hast du gehört, was Monaten immer wieder zusammen in den Wald schleichen. Also, Herr Imbo, seit Jahren haben Sie immer wieder Reibereien mit der Aufsichtsbehörde. Da steht's, da müssen Sie schon verstehen, dass es ein bisschen schwierig ist. Sie haben ja keine Ahnung, wie viele Vorschriften man als Bauer muss berücksichtigen muss. Aber nicht einen blassen Schimmer haben Sie. Von der Liegefläche für ein Kuhvögel bis zum Zeitpunkt vom Heuen werden Sie bei allem mitschnurren. Zum Verzweifeln ist das manchmal. Herr Imboden, nichts ist. Jetzt blasen wir doch alle die Schuhe. Jetzt lässt der Kommissar einfach stehen. Imboden! Hat ja Nerven. Alles ziemlich aufschlussreich. Mitgeschrieben? Ehrensache. Schau mal das Chaos, das die dort machen, am Tatort. Leck mir, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Ja! Das fischelt bis zu uns über. Findest du? Ich finde, es schmeckt eher so nach Hallenbad. Nach Hallenbad? Nach Hallenbad? Stimmt, irgendwie chlorig. Sag ich doch. Leck mir, sind das Anfänger so kriminalistisch. Ja, die haben sicher schon sämtliche Indizien am Bachufer vertrampelt und vernichtet. Das wird nicht so. Maximal finden die heraus, was im Hegelbach gelandet ist. Aber wer das gemacht hat, um das zu klären, braucht das Abfalldetektei. Es gibt nichts Schöneres, als endlich wieder eine Mission zu haben. Wir haben noch den ganzen Nachmittag Spuren gesucht, bis der Papa Moses mit seinen Belader die Container mit den toten Fisch abgeholt hat. Apropos Belader, all die nicht rauskommen, sagen Güselmannen. Für uns Fachleute heissen die natürlich Belader. Also, wir Abfalldetektive sind nicht mit den Belader, sondern ausnahmsweise im Bus heimgefahren. Dort fischen es nicht so brutal. Und außerdem ist es im Bus viel einfacher, eine Lagebesprechung abzuhalten. Wir haben Glück gehabt. Unser neuer bester Kollege Kusi hat den 151er auch auf der Rückfahrt gefahren und ist so voll Säuferli in die Kurve gegangen, dass er uns nicht stört bei unserer Auslegeordnung. Und? Wie sieht's aus? Mal schauen. Das Auffälligste, was wir noch gefunden haben heute Nachmittag, sind die immer gleichen Fußspuren. Über den ganzen Hügel bis runter zum Bach. Unterschiedlich alt. Hast du gemerkt? Ja, stimmt. Eingetrocknet. Und ganz frisch. Für eine der Mädchen fand zu gross. Das muss ein Erwachsener sein. Ein Mann wahrscheinlich. Von den Fachleuten hat keiner so ein Profil gehabt. 3 Eckli und Noppen. 3 Eckli und Noppen. 3 Eckli und Noppen. Keine Arbeitsschuhe, sonst hätte ich auf den Bauer getippt. Hinter ein Trekking-Schuh oder so? Wir müssen unbedingt morgen einen Gipsabdruck nehmen. Ja. Dann können wir die Schuhgrösse bestimmen. Das ungefähre Körpergewicht und charakteristische Abnutzungserscheinungen und so. Unbedingt. Gerade mal morgen als erstes. Das ist doch ein Plan. Okay, weitere Verdächtige. Der Imboden. Stimmt. Der Bauer. Mädchenpfadi, also Puma und Co. Der Typ mit dem Buffet. Im Ernst? Ja, sicher schon. Ach, komm schon. Doch, gerade die Spuren, die anderen verwerfen, sollten uns als Abfalldetektive am meisten interessieren. Okay, wenn du meinst. Also, Typ mit Motorradhelm. Genau. Und eben? Das Dreieckli und Noppen. Yes. Das sind schon 4 Verdächtige. Aber nie das Motiv. Ja, das wäre auch noch. Wir wollen ja morgen auch noch etwas zu tun haben. Schliesslich kommen wir erst so langsam in Schwung. Wir von der Abfalldetektei. Am nächsten Morgen sind wir schon um 7:30 wieder beim Hegelbach angekommen. Mit allem, was man braucht, um so einen richtig professionellen Gipsabdruck zu nehmen. Also von diesen auffälligen Fußabdrücken mit den Dreieckli und Noppen. Ja, wer will verhindern, dass die sogenannten Fachleute noch durch die letzte Spur trampeln, muss früh aufstehen und vor Ort sein, bevor das Geläuf wieder losgeht, haben wir gedacht. Aber das, was dann kam, haben wir wirklich nicht voraussehen. Das gibt's doch nicht! Oh, Hilfe! Eine Rinderinvasion am Tatort! Aber das sieht ja aus wie im Wilden Westen! Hegelbach Matschparty! Mist! Da haben wir doch keine Chance mehr, einen intakten Fußabdruck zu finden! Mist! Hey!
Sie! Was? Warum machen Sie das? Was? Warum mache ich was? Ja, Ihre Kuh hätte da über den ganzen Hügel treiben. Das glaube ich einfach nicht. Da schneidet mir irgend so einen traurigen Keiben doppelten Elektrodraht umeinander. Extra. Kein Zweifel. Das war ein sauberer Schnitt mit einer Zange oder so etwas. Und lag Kühe ab der Weide. Das ganze Land ein Matsch bis am Bach runter. Das ist ein riesen Schaden. Und wer wird spontan verdächtigt? Ja, natürlich. Der Bauer. Der hat sonst nichts zu tun. So, helfen wir lieber das Vieh wieder richtig weit zu treiben. Was, mir? Ja, sehen Sie sonst noch irgendjemanden, den ich fragen könnte? Ja, logisch hier. Hier rum. Ausgerechnet heute habe ich ein rotes T-Shirt an. Stiere gehen nicht auf Farbe, die reagieren auf Bewegung. Und außerdem sind das keine Stiere, sondern hundsnormale Rindli. Ja, und was soll jetzt da der Unterschied sein, du Spezialist? Wow, jetzt schau mal, wie der mich anschaut. Hü, Man bewegt dich mal durch Kuhfüdler. Hey! Nicht du natürlich, das Viech da. Was? Schau nicht so blöd. Leck, haben wir ausgesehen wie nach einem Schlammbad, so eine richtig dicke Dreckkruste über allem, genau wie die Rindli und der Bauer. Aber schlussendlich sind alle auf der Weide wieder beieinander gewesen. Von den Fussspuren auf dem Hügel natürlich keine Spur mehr. Neben dem Brunnen vor dem Bauernhof vom Herrn Imboden haben wir probiert, das Gröbste ab den Turnschuhen zu kratzen. Schaut da. Schau mal. Können Sie mal mit dem Aufkratzen probieren? Danke. Messi. Nein, ich danke euch. Allein wäre ich da wieder bis vor dem Mittag dran gewesen. Ja, da wird der Kommissar Retzoli wieder Freude haben, wenn der Bauer seine Ermittlungen sabotiert. Ja. Und Sie sagen, Sie haben Ihre Rindli nicht freigelassen? Sag mir einen Grund, wieso ich das mache. Ein Grund. Ein Haken verschneiden. So etwas. Und ich habe wieder die kranken Kühe. Nein. Aber wenn ihr wüsstet, was da mit so Güssel rumliegt auf diesen Wiesen. Da im Naherholungsgebiet. Ja? Ja, jedes Mal muss ich Güssel sammeln, bevor ich Kühe auf eine neue Weide treiben kann. Wirklich? Ja, oder vor dem Mähen. Wenn so eine Aludose in die Mähmaschine gerät, dann wird es zerlegt. Kommt das Futter von den Kühen. Autsch. Ja, und die Splitter sind messerscharf. Die Magenwand von der Kuh verletzen. Entzündungen, Fieber. Im schlimmsten Fall Notschlachtung. Was? Wegen einer Aludose? Ja. Und probieren wir das ganze Weideland sauber zu halten. Die 100 Kilo Gras, die jede Kuh frisst pro Tag. Stimmt. Aber eben, die Umweltsünder sind auch wieder die Bauern. Himmelheuleiter nochmal. Stimmt, verzweifeln könnte man manchmal. Wir von der Abfalldetektei haben uns nach dem Ermittlungsdesaster geknickt in unser Hauptquartier zurückgezogen. In den Garten von unserer Nachbarin an der Brunnenstrasse, der alten Frau Ramsauer. Dort haben wir uns von oben bis unten mit ihrem Gartenschlauch abspritzen und in Ruhe trocknen lassen. Und mit einem feinen Glas Ramsis Holunderblütensirup langsam oben runterkommen und nochmal alles durchdenken. Also, ihr macht ja Sachen. Komm, gib mir, ich hänge euch die Jeans über die Wäschleine. Danke. Also, ich glaube nicht, dass der Bauer irgendetwas mit dieser Sache zu tun hat. Nein. Dem liegt viel zu viel am Land und seine blöden Viecher. Eben. Mist. Das wär's dann gewesen mit unserem Hauptverdächtigen. Vielleicht ist ja sogar an dem Typ mit dem Töpfhelm etwas dran, wo er amigs durch den Wald strahlen sieht. Meinst du, das ist der mit dem Drei-Glonoppenprofil? Man müsste den Tatort observieren. Wir bräuchten Verstärkung. Eine Person, die bis jetzt noch nicht in Erscheinung getreten ist. Etwa noch mal ein Sirüppli. Jemand, den noch keiner kennt und extrem unauffällig den Tatort kann beobachten kann. Genau. Sodeli. Ohne dass jemand Verdacht schöpft. Abfalldetektei undercover sozusagen. Hä? Wieso? Wieso schaut ihr mich jetzt so komisch an?
Wir haben die Idee super gefunden. Frau Ramsauer zuerst weniger, aber am Schluss war sie doch geschmeichelt, dass wir ihr den wichtigen Undercover-Beschattungsauftrag anvertraut haben und hat tapfer und mit ein paar Schinkensandwich ausgerüstet den Nachmittag auf einem Bänkli am Hegelbach verbracht, während wir in der Body vorgechillt haben, um am Abend die Nachtschicht zu übernehmen. Grüezi, Frau Ramsauer. Ablässig. Ja, das wird aber auch Zeit. Also, ausser der Ermittler und der Fischereiaufsicht sind bloß ein paar Hündler vorbeigekommen. Da ist noch die Liste mit Nachnamen, Namen und Alter von der Geil. Diätgewohnten, Wohnort und üblichem Spazierrhythmus. Ramsi, voll der Profi. Sie sind ja... Jetzt bin ich aber platt. Ja, so. Volles heimlicher Ermittlungsnaturtalent. Wahnsinn! Ja, man muss halt reden mit den Leuten. Aber sonst leider nichts wirklich Verdächtiges. Ja, also 3 Hündlerzeuge haben allerdings übereinstimmend berichtet, ihnen sei gestern so einen komischen Geruch gefallen. Das haben wir auch vermerkt. So Chlor. Ja, genau. Frau Breitenmoser mit dem herzigen Rehpinscher hat gemeint, eindeutig Chavelwasser. Chavelwasser? Ja, Chavelwasser. Ja, ein bisschen aus der Mode heutzutage. Braucht man noch etwas so zum Desinfizieren oder so. Hat man früher auch gebraucht zum Bleichen. Ja, es gibt nichts Besseres gegen hartnäckige Stockflecken. Chavel. Und sonst? Ja, und sonst? Was soll ich sagen? Ohne den netten Herr Busfahrer hätte ich die Übung also abgebrochen. Der hat mir alle 1,5 Stunden ein halbstündchen Gesellschaft geleistet. Ja. Hat sogar seine übliche Nordic Walking Runde ausfallen lassen, die er sonst damals in der Pause einschiebt. Ja, und du, gegen die 4 hat er mir ein Käferli to go mitgebracht. Ja, der Cousin, der ist voll easy. Und der hat die Übung im längere Wartezeit überbrücken. Ein Gentleman. Und charmant. Fast hätte ich ihm das geheime Rezept für meinen Holderblütensirup verraten. Ja, die Bekanntschaft war auf jeden Fall das Highlight von dem heutigen Tag. Aber jetzt lange es mir, Kinder. Ich habe einen Bärenhunger und mein Mittagsschläfchen ausgelassen. Ja. Und ihr wisst, was das heisst. Ja. Aber sicher, Frau Ramsauer. Nichts wie heim. Und danke 1000-mal. Ja, Sie sind jetzt amtliches Abfalldetektei-Ehrenmitglied. Schon gut. Ab sofort im Ruhestand bis auf Weiteres. Gute Nacht. Ade. Das wünsche ich euch. Passet auf euch auf. Die Ramsi ist also heim ins Bett und die Abfalldetektei hat sich auf die Lur gelegt. Boah, ist das langweilig gewesen. Und unbequem. Und dunkel. 5 endlose Stunden, nichts Verdächtiges. Nur die Mädchen Pfadi am Lagerfeuer am Bröteln. Es hat übergeschmeckt bis zu uns. Und dann haben sie angefangen zu singen. Ein ätzender Oldie nach dem anderen. Aber sogar das hätte ich mitgemacht, wenn ich nur einmal hätte in einen Cervelo beißen können. Cervelo. Aber der Jeremy wieder. Kommt gar nicht in Frage. Auch die Mädchen fährt dort gehören zum Kreis der Verdächtigen. Ja. Mit Verdächtigen geht ein Mitglied der Abfalldetektei keine emotionalen Bindungen Oder Verpflichtungen ein. Aber für einen Cervelo würde ich jetzt gerade ein paar Abfalldetektei-Prinzipien noch mal überdenken. Stark, Detektivin. Hey. Ja. Hey, die Gruppe ist mir im Fall immer noch nicht ganz gehör. Die heisst schon mal Puma, oder? Zum Pfadinamen. Und das sind doch Raubtiere. Ja. Mit einem Hang zum Fiesen, oder? Mal googeln. Mach dein Display dunkel, sonst sehen sie uns noch. Da, siehst du. Vicky meint Puma carnivora. Um ein größeres Beutetier zu erlegen, schleicht sich der Puma zunächst heran. Aus kurzer Distanz springt er, dem Tier auf den Rücken und bricht ihm mit einem kräftigen Biss in den Hals das Genick. Hey, lass uns. Ich habe gewusst, die Pumas haben mir schon bei König der Löwen voll nicht gepasst. König der Löwen? Ja, der Fies dort.
Der Scar war ein Leu. Mann, ja, das ist mir auch klar. Ich meine, die Fiesen dort, die immer so fies lachen. Das nennt sich Hyäne. Hey, weißt du was, du nervst im Fall voll. Heb dich doch selber wach, wenn du sowieso alles besser weißt. Der Jeremy kann wirklich nerven, vor allem wenn er recht hat. Puma. Haha. Meistens kommt er aber wieder oben runter. Hyäne. Und macht den ersten Schritt zur Versöhnung. Irgendwann. Stunden später. Paula. Red etwas. Wenn du nicht aufhörst, muffen, schlafe ich ein. Und es ist erst 2:30. Wir müssen noch ein bisschen durchheben. Ja, Lagerfeuer wäre jetzt auch kein Zeichen. Beschattungstechnisch nicht sehr empfehlenswert. Ja. Hast du Schiss im Dunkeln? Ich? Sicher nicht. Nur ein bisschen still irgendwie, seit die von den Mädchen Pfadi aufgehört haben mit ihrem Lagerfeuer geschrummen. Wieso? Hat doch eigentlich recht schön dort. Oh, Achtung, er liegt jetzt auch am Charme von dieser Gruppenführerin. Hä, kommst du auf den Aff? Puma? Nicht los. Wir können echt froh sein, dass unsere Eltern sich nicht besonders verstehen. Sonst wäre der Trick mit dem beim anderen Übernachten schon lange aufgeflogen. Glaubst du nicht, dass die so begeistert werden, wenn sie wissen, dass wir auf der Jagd sind nach Fischvergifter? In einem Wald, wo Pumas frei rumlaufen. Und Phantom mit Töpfhelm. Wenn nicht gerade eine Rinderherde umpflegt. Was war das? Dort, hinter dem Hoger. Ich verrecke, das ist er. Der Typ mit dem Töpfhelm. Ihm noch. Hey, aber warte, mit Abstand. Und so leise wie es geht. Okay. Und dann wir so durchs Unterholz, geschlichen wie die Indianer. Plötzlich sehen wir Fußabdrücke. Ja, Fußabdrücke mit 3 Eckli und Noppenprofil, ganz frisch. Wir weiter der Spur nach durch den Wald. Und dann taucht ein zweiter Töpfhelm auf. Und noch einer. Mit Fackeln. Wir so, hey, was ist da los? Und dann haben sie uns entdeckt. Mist, wir mussten uns aufteilen. Ich, der 2 Töpfhelm mit den Fackeln an, der Jeremy am anderen. Die 2 mit den Fackeln waren schnell, sind richtig davon gerannt, voll die Panik geschoben. Ich hinten an. Ich gebe nicht auf, nicht Paula Braun. Halt! Sofort stehen bleiben! Halt! Puma! Bist du nicht ganz Bacher, mein Fell so zu verschrecken? Die sind noch minderjährig. Schrecke ich, wer läuft jetzt mit in der Nacht mit einem Töpfhelm und Fackeln umeinander? Sieht super spacig aus, oder? Und passt voll zum Namen, den unsere neue Vaterin bekommt. Rocket, eine geniale Idee. Und du hast nichts Gescheites zu tun, als uns alles zu verderben, unsere ganze Body-Taufe. Ich konnte es nicht fassen. Bin ich im falschen Film oder was? Wir da voll am Verbrecher verfolgen, Abfalldetektiv im Einsatz und so. Und sind plötzlich mit drin in einer Pfadi-Taufe. Ja, du Blitzmerkerin. Aber heute Nacht haben wir unser neues Pfadi-Mitglied taufen. Und weil sie die schnellste ist von ihrem Jahrgang und wirklich Pfupf hat, haben wir sie Rocket taufen. Ja, aber drum alle im Helm und Fackel und so. Voll die coole Thementaufe. Ja, aber und dann kommst du und sprengst die ganze Übung. Verschreckst mein Fähnchen und traumatisierst Minderjährige. Nein, wir haben im Fall... Bist du noch ganz dicht? So, jetzt langt's. Da ist vor kurzem eine Straftat begangen worden. Ja. Ein ganzer Bach voller Fischfutter. Ich weiss. Und der Schuldige ist immer noch auf freiem Fuß. Da kann man nicht einfach zur Nacht mit Kind im Wald umstrielen. Meine Pfadis sind zum Teil älter als du. Wissen denn deine Eltern, wo du dich umtreibst, allein? Ich bin gar nicht allein. Wir sind zusammen. Und zwar dienstlich als Abfalldetektiv. Ich und der Jeremy. Jeremy? Jeremy! Cool. Hast du deinen Kollegen abgehängt? Nein, wir haben uns aufgeteilt. Er ist einer mit dem Töpfchen nah Richtung Schür dort auf dem Hügel. Einer nah? Ja. Moment. 2, 4, 6, 8. Kann nicht sein, mein Fähnchen ist vollzählig. Von uns fehlt niemand. Das muss jemand ganz anders gewesen sein. Ich schwöre! Die oder der ist dort raufgesäckelt. Und er hinten rein. Und ich bin einer. Und hat denn vorhin niemand den Jeremy gesehen? Nein. Nein, das ist nicht gut. Gar nicht gut. Mir ist richtig schlecht geworden vor Angst um den Jeremy. Gott sei Dank hat Puma übernommen. Und zwar ziemlich professionell. Personensuche nach Lehrbuch, hat sie in dieser Übung gesagt. Alle Pfadis in einer Linie,
jede in Sichtweite von der nächsten. So haben wir alle zusammen den ganzen Hang bis zu der Schür abgesucht. Und gerade unterhalb von der Schür... Ich habe ihn gefunden! Was? Da unten liegt er, da in der Grube unten. Fähnchen sammeln! Jeremy! Achtung! Nicht weiter. Da geht's abwärts, da ist ein Loch und... Da drinnen, schau. Oh nein! Hey, du musst mich nicht so blenden mit deinen Erfunden. Jeremy, Gott sei Dank, Mann! Hast du mich verschreckt? Paula, wo bin ich? Alles gut, Jeremy, alles. Du bist durchgebrochen in eine Grube oder etwas, aber jetzt ist gut. Ich bin da. Und du stehst unter dem Schutz von meinem ganzen Fähnchen. Also, ja. Danke. Ach, danke. Puma-Fähnchen, aus meinem Kopf. Geht's? Komm, ich helfe dir. Gib mir die Hand. Ja, da. Komm. Okay, Achtung. Ziehen. Ja. Eins. Halt dich fest. 2. Und hopp. Du bist. Geht's? Ja. Und jetzt rapportier. Was ist passiert? Meine Kleider. Voll Dreck. Also, ich bin dem Typ noch. Ja. Mit ziemlich Abstand. Autsch, mein Kopf. Ich weiss nicht, ob er mich bemerkt hat. Ich bin den Hang drauf, im Wald. Aber plötzlich ist er um die Hütte herum. Ich will ihm nach und ihm den Weg abschneiden von der anderen Seite. Sehr gut. Und dann plötzlich versinke ich im Boden. Und alles wird dunkel, schwarz. Hey, das ist das alte Güllenloch. Nicht mehr gebraucht, Gott sei Dank. Aber voll mit... Zündet noch mal da rein. Ja. Abfall. Und da die Kanister. Kanister? Was für Kanister? Schaufelwasser. Schaufelwasser? Jeremy! Mit dem haben sie vermutlich den Hegelbach vergiftet. So, jetzt langt's. Ich rufe die Polizei an. Nein, warte noch. Kann ich das Bitte, 2 Minuten. Nur schnell die Spuren sichern. Nein, nichts. Ich bin verantwortlich da. Okay. Hallo? 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 Ja, das ist ein Notfall. Da ist Puma, also Janine Bütikoffer meine ich, verantwortliche Gruppenführerin vom Meisterpfadilager am Hegelbach. Der Kommissar Rezzoli, bitte. Es ist dringend. Das ist mir gleich, ob er Picke hat oder nicht. Das ist ein Notfall. Die Frau hat sich echt nicht bremsen. Das muss man ihr lassen. 20 Minuten später ist der Kommissar Rezzoli an dieser Abfallgrube eingetroffen. Im Morgengrauen, noch mit dem Küssi-Abdruck auf den Backen. Und hat den Bauer Imboden zitiert. Gerade von seinem Melkstand weg. Voll schräg das alles. Ich kann schwören, der Bauer Imboden hat nichts mit dem Fischsterben zu tun. Aber noch ist nichts bewiesen. Komm, die Beweislast ist wirklich erdrückend. Ja, ich sage es ja nicht gern. Aber er tut mir voll leid. Du musst objektiv bleiben, Abfalldetektiv. Ja, ich probier's ja. Komm, wir müssen das Verhör mitschreiben. Ich schwöre Ihnen, ich habe Jetzt schauen Sie mal in die Abfallgrube rein. Das ist Ihr altes Güllenloch auf Ihrem Land. Ja. Und jetzt erklären Sie mir noch mal, Sie haben mit dem nichts zu tun. Also, mit dem Abfall schon. Ja, eben. Irgendwie. Das ist alles, was ich in den letzten 6 Monaten auf meinem Weideland zusammengelesen habe. So sieht's aus. Ausreden. Ja, seit der Keiber Fastfood-Imbiss an der Autobahnzufahrt aufgemacht hat, der hat einfach Überhand genommen. Ich sage Ihnen, die Leute, die schmeißen einfach alles aus dem Fenster. Man glaubt es nicht. Ja, das stimmt. Ich bin nicht mehr nachgekommen mit den Sorgen. Ich habe einfach nicht mehr gewusst, wohin. Und dann? Ja, da habe ich gedacht, ich sammle mal und bringe dann alles miteinander weg. Irgendwann. Ja, irgendwann. Ja, irgendwann, weil dann sind eben noch 2 Kühe krank geworden. So sieht's aus. Wissen Sie, was so ein Tierarzt kostet? Und ich kann Ihnen sagen, für die Entfernung von Fremdkörpern im Magen, ja, da zahlt im Fall keine Versicherung. Das sind Aludosen? Ja, die Keiben Aludosen, genau. Mir ist einfach alles über den Kopf gewachsen. So sieht's um einen Bach vergiften. Aber nein, mit dem vergifteten Hegelbach, da hatte ich also nichts zu tun, ich schwöre es Ihnen. Aha. Ich weiss ja nicht, was in diesen Kanistern war. Schaufelwasser. Ja, Schaufelwasser. Keine Ahnung, was Schaufelwasser Jetzt erzählen Sie Ihre Märchen jemand anderem. Schaufelwasser ist ein Desinfektionsmittel. Genau. Aber jetzt tun Sie doch nicht so, als ob Sie das nicht wüssten. Ja, Himmelheuleiter nochmal. Ich schwöre, ich habe Ein Putzmittel. Schaufelwasser ist ein Putzmittel. Was? Ihre Mutter ihr Favorit. Oh nein. Und in diesen Mengen Killer für jedes natürliche Gewässer. Ja, jetzt geht's aber Paula, hast du das gehört? Das weiss ich jetzt so. Ja, plötzlich steht der Marvin da im Bischi. Und was er zu erzählen hatte, unfassbar. Also, er hat uns aus seinem Küchenfenster gesehen und ist zu uns gekommen, um eine Aussage zu machen. Ja, richtig gehört. Eine Aussage machen. Er hat sich selber angezeigt. Krass, oder? Und hebt die fest,
Der Marvin hat tatsächlich Schawelwasser in den Hegelbach gegossen. Da haut einem doch den Nuki raus. Es tut mir so leid. Ich weiss auch nicht, was ich überlegt habe. Ich wollte gar nicht alle töten, nur so 6, 7. Ein guter Fang halt. Aber du weißt schon, dass man vergiftete Fisch gescheiter nicht isst. Ich wollte sie ja gar nicht essen. Nur... Oh Mann, das ist alles so peinlich. Es hat mich so mega gewundert, dass mich da die Mädchenpfadi die ganze Zeit ausgelacht hat, die nie etwas angebissen hat. Und nachher immer so, welche aus dem Einfamilienhäuschen, Spanner, Wandduscher. Das ist im Fall auch Diskriminierung, he? Ja, sorry. Ja. Also, dann habe ich gedacht, ich muss meinen Ruf retten. Und nur einmal am Pfadilager vorbei, so voll checkermässig, mit einem Kübel so richtig voll Fisch. So, wo die Fischschwänze richtig oben raus schauen. Ich wollte wirklich nicht, dass es so rauskommt. Also wenn es so ist. Junger Mann, ich erwarte Sie heute am Nachmittag um 1:30 zu einer ausführlichen Aussage auf dem Posten. In Begleitung von einem Erziehungsberechtigten. Klar, das fällt zwar unter das Jugendstrafgesetz, aber eine Anzeige und eine saftige Sozialstunden-Denkzettel gibt es auf jeden Fall. Oh Mann, ja, alles, was du willst. Ja. Und Sie, Herr Imboden, schauen, dass Ihre illegale Abfallgrube endlich mal geräumt wird, ja? Ja, in 0 Sekunden, klar. Ja, klar. Ja, ich weiss, sonst gibt es eine Anzeige. Ja. Und der Imboden kann wieder selber schauen, wie er das anbringt. Aber Achtung jetzt, es gibt noch Wunder. Oder Engel. Oder dann eben Grufi. Herr Imboden, unser Fähnchen steht vollumfänglich zu Ihrer Verfügung. Wir haben noch eine halbe Woche Lager und ja, Sie wissen ja, jeden Tag eine gute Tat ist unser Motto. Ja, was? Das ist euer Ernst? Ich gebe Ihnen die linke Hand drauf. Von Herzen. Also, danke, dann links also, hä? Genau. Und jetzt, Fähnchen abtreten. Alle ins Nest und ausschlafen. Wir wissen, was wir heute noch vorhaben. Das Grundstück vom Herrn Imboden wird durchgekämmt und vom Abfall befreit. Sehr gut. Ja. Und zwar professionell. Wir sehen uns beim Lunch. Allzeit bereit. Allzeit bereit. Abtreten. Oh, wow. Das ist so cool. So langsam wird sie mir auch noch sympathisch. Hey, Paula, was meinst du? Wir könnten doch deinen Vater fragen, ob er heute Abend mit einem Entsorgungscontainer vorbeikommt. Für den ganzen gesammelten Güssel. Du meinst so, jeden Tag eine gute Tat? Ja, die Abfallgrube haben wir als Profis doch schnell genommen. Stimmt. Das ist ja geil. Das ist ein klarer Fall für... Bitte! Kann ich mitmachen? Ich weiss nicht. Oh, bitte, lass mich helfen. Ich bringe einen Gebührensäck mit. Meine Mutter hat alle Grössen und eine Fetzelzange. Also nein, Gebührensäck muss man ja nicht mit dem Container. Ja, nein, also komm, mal, ein bisschen Hilfe ist sicher keine schlechte Idee. Okay. Und vielleicht macht er ja die schlechte Gewissen ein bisschen Dampf. Yes! Okay. Merci, ich bringe alles mit. Ja, easy, cool. Und Liebe verleiht im Flügel. Yeah. Oh Gott, wir werden nie so versprichst. Nie. Schwör. Sowieso. Also los. Allzeit. Hä? Allzeit? Allzeit. Abfalldetektei. Am Nachmittag haben sich alle wieder ausgeschlafen zusammengefunden. Und es ist losgegangen. Das ist eine Abfallsammelaktion geworden, wie im Bilderbuch. Mädchenpfadi, altbewährter Suchformation. Goofy an Wespi, da ist etwas. Wespi an Purzel, Goofy hat etwas gefunden. Unterstützt von Marvin, der neben seinen Gebührensäck auch noch seine putzfilmlige Mutter mit Gummihändchen, Mundschutz und Fötzelzange mitgebracht hat. Zur Endreinigung vom Imboden seinen 23 Hektar Weideland. Der Bauer Imboden ist aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Und am Schluss des Tages haben unsere Beladerprofis den ganzen Güssel in einer Sonderfahrt entsorgt. Am Abend haben wir uns alle zum Servola-Brötchen an der Feuerstelle getroffen und haben weitere gute Taten geplant für weitere gute Tage. Also abgemacht, Herr Imboden. Abgemacht? Ja, wir kommen einmal im Monat am Samstag zum Entsorgungseinsatz. Das ist mega. Wenn ihr das einrichten könnt, ja, das ist grossartig. Ich würde, wisst ihr was? Ich würde auch den Lunch spendieren. So toll. Mit Offi frisch abgekocht. Ja, prima. Hey Marvin, du musst deine Mutter mal über biologisch abbaubare Putzmittel aufklären. Schawelwasser ist echt nicht mehr angesagt. Ja, auf jeden wirklich. Fall. Das sehe ich auch so.
Ich gehe morgen auf die Fischerei beichten. Ah ja. Vielleicht lösen wir ja beim Wiederaufbau vom Fischbestand helfen. Als Sozialeinsatz. Alles hat schwer nach Happy End ausgesehen, aber irgendwie hat mich ein komisches Gefühl einfach nicht losgelassen. Hey, was machst denn du für das Gesicht? Paula. Jeremy, du los mal. Was? Schon wieder abbissen? Nein, selber habe ich glaube genug für länger. Nein, los mal, im Ernst. Die Sache mit dem Fischsterben in Hegelbach. Ja, die ist zwar abgeschlossen, so wie es aussieht, aber irgendetwas stinkt doch da immer noch. Und zwar ganz gewaltig. Wieso? Wer war denn jetzt das mit dem Töffhelm, den du verfolgt hast? Und wer hat den Bodendraht durchgeschnitten? Die ganze Rinderherde loslassen, dass alle Spuren vernichtet worden sind. Ach Mann, Paula, du schon wieder. Was meinst du denn jetzt? Der Marvin war es gar nicht, oder was? Doch, sicher, klar, das schon. Eben. So eine Story kann man nicht erfinden, das ist einfach zu doof. Aber überleg mal, es sind noch jede Menge Hinweise, die nicht zu dieser Geschichte passen. Ich sage nur Dreieckli und Noppen. Dreieckli und Noppen? Ja. Stimmt. Das Schubprofil haben wir auch noch nicht zuordnen. Dreieckli und Noppen, ich sage ja, da ist noch etwas faul an dieser Sache. Und wenn ich meine Sommerferien dran gebe, das Rätsel wird noch gelöst. Oh Mann. Und ich habe schon gedacht, ich kann einmal ein Helvela in Ruhe fertig essen. Das Rätsel wird noch gelöst. Von mir, von uns zwei, von der Abfalldetektei. Und wieder mal sind wir auf dem Weg zum Hegelbach. Endstation vom 151er und Schauplatz vom spannendsten Sommerabenteuer von der Abfalldetektei bis jetzt. Am Steuer unser Lieblingschauffeur Cousin Heckenschwiler. Wird euch der Hegelbach nicht langsam langweilig? Nein. Ja, es gibt doch noch ein paar andere Orte, um seine Sommerferien zu verbringen. Ja, mir wird da einiges einfallen. Ich wollte schon immer mal auf die Bahamas, Ja, zum Beispiel. Oder Thailand. So mit Schirmli im Drink, am weißen Sandstrand. Ja, wär's doch. Wir sind einfach mit dem Hegelbach noch nicht durch. Irgendetwas stinkt nach dieser Geschichte. Und außerdem haben wir da ja inzwischen ein paar gute Bekannte zu besuchen. Die Mädchen-Pfade. Der Bauer Imboden. Und mich nimmt es ja Wunder, wie sich der Marvin auf die Bewährung so macht. Ja, wenn er weint. Aber übertreiben's nicht. Nein, mir doch nicht. So, Endhaltestelle Hegelbach. Das aufregendste Dead End von der ganzen Stadt. Yes! Fadi, Crime and Lagerfeuer. Genau. Danke, Cousin. Gute Pause noch. Gehst du walken? Wie immer, klar. Muss ja etwas tun gegen die Ranzen. Hey, in dem Fall, bis später. Ja, macht's gut. Du auch. Wir also aus dem Bus und der altbekannte Abhang runtergelaufen zum Hegelbach, wo der Marvin auch schon wieder rumwuselt und das mal zur Abwechslung Absperrband verleiht. Da ist er ja, unser Fischerkönig. Marvin, was geht's? Schon wieder ein Gummistiefel zum nächsten Fischereinsatz, oder was? Willst du nicht mal ein Päuschen machen? Ja, echt? Mit einem ganzen Container voller toten Fisch hast du doch, glaubst vorläufig schon genug in der Kinderladen, oder? Hey, sorry, könnt ihr mal kurz aus dem Weg? Ich muss da das Absperrband verlegen. Ah ja. Aber nicht wieder auf eigene Faust, dein nächste Unglück. Hey, ich bin hochoffiziell meine Sozialstunden am Abbüssen. Aha. Ja, bei Fischereibehörden. Die Revitalisierung vom Hegelbach steht auf dem Programm. Ah ja? Ja, heute Morgen haben wir im Fall schon 10'000 neue Brütlinge ausgesetzt. Wow. Ja, und 42'000 sollen es werden. Ich kann zählen. Ja, Elritze, hoffentlich. Bachvorauen, Schleien. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Fische nicht gestört werden. Aha, Oh. das hättest du dir auch früher überlegen können, weißt du? Vom Fischkiller zum Öko-Freak. Ja, Marvin, voll. oder was? Hahaha. Hey, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ah, ja, das sagt auch Puma vor Mädchenpfad. Ah, das ist klar, ja, ja. So, ich muss da noch fertig absperren. Entschuldigung. Jetzt müssen die Jungfischer Ruhe haben. Ja, kein Stress in den nächsten Tagen. Nicht flüstern, weißt du? Ja, wie soll ich sagen? Ich finde, ihr solltet hey. Hä? Ja, das stresst den Nachwuchs. Hey, schau, mega nett, der andere. Hey, aber das ist wichtig. Die Umwelt braucht uns. Nein, wirklich? Hey, habt ihr im Fall gewusst, dass inzwischen im Meer auf 5 Kilo Fisch 1 Kilo Plastik kommt? Hey, hallo, wir sind im Fall von der Abfall. Hey, wenn es so weitergeht, ist das Verhältnis in 20 Jahren 1:1. Ja, eben. Hey, 1:1. Flatterwasser Plastik zu wahrscheinlich auch Fisch. noch. Ja, und du meinst, du löst das im Alleingang, oder was? Nein, eben nicht. Alle für einen, einer für alle. Jö. Abbrechen!
Oh. Ich muss los. In 10 Minuten Hä? ist Abflug. Darfst du das überhaupt? Wohin? Wir gehen im Fall auf eine Tageswanderung. Ja, aber wir? Also du und mein Lieber. Lach nicht. Ich bin Fähnchen extra Mitglied. Oh, wow. Bewehrung, ja. Ah, cool, yeah. Und ich setze mich für meine Wiedereingliederung ein. Und Ja. es läuft gut. Hey, das glaube ich. Mega. Also ich finde, passt genau. Wir sind heute zum Nacht wieder zurück. Also, wenn ihr Lust auf eine Servola habt. Ja, easy. Also nein, danke. Nein. Mir ist gerade so schlecht. Wie du weißt. Easy. So ein Nerd. Allzeit bereit. Komm, wir hauen's. Irgendwo hat er recht und ich habe keine Lust mehr. Geben wir Ruhe. Aber ich konnte einfach nicht los. Kopf. So einen komischen Fall. Normalerweise hast du eine kriminelle Tat und musst die aufklären, oder? Sammelst Indizien und Hinweise, findest heraus, warum die Tat passiert ist und wer sie begangen hat. Und löst den Fall. Da ist es irgendwie andersrum. Der Fall ist geklärt, aber die wenigsten Indizien haben überhaupt etwas mit dem Fischsterben im Hegelbach zu tun. Paula, auf was wartest du? Kommst langsam. Jeremy, das passt einfach alles nicht zusammen. Paula. Das verdächtige Schon Schuhprofil, wieder. Drüegli und Noppen, die vielen verschiedenen alten Fußspuren rund um den Hegelbach. Da der durchgeschnittene Draht vom Hag, jemand, der extra die Kühe freilässt. Das ist doch komisch. Und ein Unbekannter im Töffhelm, der immer wieder zur Nacht am Hegelbach umgeistert. Aber wir wissen nicht, wer da unterwegs ist. Eben. Und wieso. Den Beute gibt's auch nicht. Wenn wir ehrlich sind, wissen wir gar nicht, ob das Ganze nicht einfach Zufall ist. Oder ein Hirngespinst. Und wir uns den Fall einfach einreden. Aber Jeremy, merkst du es denn nicht? Nein. Das spürt man doch. Oh, Paula. Du nicht so. Du spürst es auch. Die kriminelle Energie, die da oben ist. Kriminelle Energie, Ist doch alles oberfriedlich. Jeremy, bitte. Komm. Oh Gott, Paula, ja. Okay. Yeah. Ja, irgendetwas ist. Gell? Yes. Ja. Ich hab's gewusst. Ich kann mich auf meinen Abfalldetektiv-Kollegen verlassen. Immer. Okay, wo wollen wir an? Wir könnten den Bauer Imboden noch genauer befragen. Okay. Komm, hauen wir's. Yes. Wir haben also den Bauer Imboden noch mal gezielt vernommen. Und er hat uns ganz genau sagen, dass der mit dem Töffhelm ein Erwachsener war, von der Grösse her. Und er hat uns sogar sagen, wann er ihn immer gesehen hat. Immer nach Mitternacht. Am Hang, kurz vor dem Waldrand. Das heisst, er ist also von der Straße runter und Richtung Bach gelaufen. Zu dieser oberen Bachkurve, wo das Wasser so tief ist, dass man nicht mehr drüber kann, wo der Felsen so überhängend über dem Wasser steht. Und uns ist aufgefallen, dass die Polizei dort nicht gründlich gesucht hat, weil die Bachverschmutzung erst weiter unten auftreten ist. Da ist sie, eine neue Spur für die Abfalldetektei. Wir also wieder ab am Bach. Das Mal weiter bachaufwärts, dort wo der Bach eine Kurve macht, wie der Bauer gesagt hat. Und haben schliesslich von dem Felsvorsprung ins Wasser runtergeschielt. Da kommen wir nicht runter. Das sind sicher 2,5 Meter. Aber wenn wir ein bisschen zurück und so von unten her probieren? Aber der Bauer hat gesagt, wir können dort unten nicht mehr stehen. Komm, bis kein Weichei. Es ist Sommer. Ein bisschen bewölkt vielleicht, aber immer noch warm genug. Und der Wasserratte wie du. Paula, spinnst du? Wegen dem musst du mich doch nicht vom Felsen runterschupfen. Habe ich doch gar nicht. Ich bin gestolpert. Über eine Wurzel oder... Ah, voll eingehängt mit dem Fuß in irgendetwas. Hä? Das war es gewesen. Ein Seil. Ein Seil? Ja. Zieh mal. Das führt dort über den Felsvorsprung ins Wasser. Zieh. Ja. Boah, das ist angemacht in Tonne. Und er hat etwas Schweres dran. Hilf mir. Das ist aber ein dicker Fisch. Es kommt. Boah, etwas voll Schweres hängt am anderen Ende. Im Bach unten. Zieh. Mach ich doch schon. Noch mehr. Paula, das ist schwer. Lass. Sicher nicht. Ah, nicht loslassen. Oh Mann, Paula. Ah, nein. Nein. Und dann ist es passiert. Wir beide das Gleichgewicht verloren, ab dem Fels gefallen und mit Karacho im Bach geflutscht.
Oh, ist das kalt gewesen. Eiskalt. Aber nichts passiert, zum Glück. Das heisst, wie man es nimmt. Einigermaßen heil, wir zwei, aber in Vollmontur in einem Eisbach mitten in 10'000 sensible, schlifferige Bachforellenbrütling. Bäh! Aber den Strick hatte ich immer noch. Paula Braun lässt sich ja nicht so schnell rausbringen. Wir also so schnell wie möglich aus dem Wasser. Oh Mist, Wasser im Handy, das ist tot. Mist, mein Sau. Hey, wir langen ehrlich, ich steig aus. Jeremy, hör doch auf, wir haben einen Fall gemacht. An diesem Strick Nein. hängt die Lösung von unserem Fall, da bin ich sicher. Jetzt hilf mir ziehen. Da, ans Ufer, das geht sicher leichter. Paula, ich sag's dir, wenn da nichts ähnlich Spektakuläres dran ist am anderen Ende. Ziehen! Komm! Was ist das? Siehst du? Ein Sack. So einen wasserdichten. Boah, ist das schwer. Und nicht zum Glauben, der Jeremy und ich, wir ziehen einen riesen Sack aus dem Wasser. Ein Sack. Voll Stein. Nein, viel schwerer. Mach auf! Wir knübeln mit steifen, kalten Glitschfingern den Sack auf und... Münze. Ein Schatz. Was? Ein Schatz, ja. Kein Gold. Nein, einfach Münze. Normales Schweizer Münze. Kiloweise. Ein Piratenschatz. Also das wahrscheinlich nicht in Schweizer Franken und im Hegelbach. Aber ein Schatz auf jeden Fall. Und woher der kommt, das findet die Abfalldetektiv auch noch raus. Also krass. Siehst du, jetzt bist du wieder voll dabei, gell? Ich bin noch nie weg, du blöde Kuh. Wir haben uns also das Bachufer draufgekämpft. Flotschnass und mit dem riesen Sack voll Münze. Dass wir den nicht weit schleppen mögen, war uns schon nach den ersten 5 Metern klar gewesen. Und Hilfe haben wir eben nicht holen, weil unsere beiden Handys abgesoffen sind. Und dann steht plötzlich der Cousin da. Gott sei Dank. Hey, Cousin! Cousin! Ganz ruhig. Ich bin ja da. Aber eins nach dem anderen. Was ist passiert? Wir haben endlich herausgefunden, um was es geht. Ja. Alle die Fährten, die bis jetzt keinen Sinn ergeben haben, führen hier hin. Genau. Das ist nicht ein Umweltverbrechen. Nein. Da geht es um Raub. Und zwar im grossen Stil. Schau das an. Schau. Ja, heitere Fahne. Durchschnaufen. Ja. Habt ihr am Kommissar Rezzoli schon Bescheid gegeben? Hä? Im Rezzoli? Eben nicht. Unsere Handys sind tot. Beide. Wasserschaden. Weißt Fadi, dass ihr da sind? Oder der Marvin? Die sind auf einem Tagesausflug. Kommen erst am Abend wieder. Ja, so ein Pech aber auch. Ja. Aber easy. Ich rufe am Kommissar Rezzoli an. Und ihr kommt aus dem Bach raus, um Gottes Himmels Willen. Ihr seht ja aus wie 2 nasse Katzen. Die Abfalldetektei hat geschlottert wie am Nordpol. Der Jeremy und ich haben in einem Biber-Schlotter-Duett unsere T-Shirts ausgewrungen. Und der Cousin hat telefoniert. Herr Kommissar Rezzoli, der Heckenschwiller Markus, Busfahrerlinie 151. Wir haben Neuigkeiten im Fall Hegelbach. 2 Kinder haben eine Diebesbeute entdeckt, flussaufwärts. Ja, unglaublich, ja. Wenn Sie meinen, unbedingt. Klar, ich kann helfen. Und Sie? Keine Zeit. Ja, dann sehen wir uns auf dem Posten. So schnell wie möglich, ja. Gut, bis dann, adieu. Und? Ja, er meint, wir sollen den Sack vorbeibringen auf den Posten. Er kümmert sich dann heute gegen den Abend drum. Aber was? Der kommt nicht einmal. Keine Spurensicherung. Absperrung vom Tatort. Ja, er meint, in so Fällen hat Sicherstellung von Beweismaterial Priorität. Das kann nur die Polizei garantieren. Das ist doch nicht zum Glauben. Und so etwas will ein Profi sein, oder? Reg dich nicht auf, Paula. Wir bringen ihm jetzt mit den Sack und dann wird ihm schon klar, dass er mal seinen Arsch bewegen soll. Ja, voll. Ich kann nicht glauben, dass ich das mache. Beweisstück vom Tatort entfernen, ohne Dokumentation. Aber Fotografieren nochmal alles, dann haben wir es im Kasten. ah, cool. Mann, Cousin, was würden wir machen ohne dich? Ihr müsst jetzt vor allem ins Trockene. Kommt mit. Ich habe Wechselkleider im Bus. Und den Sack könnt ihr mir geben. Auf keinen Fall. Wir helfen natürlich. Ja. Der ist so schwer. Wenn ihr meint. Leck, ist das ein Krampf gewesen. Der Sack war sicher 200 Kilo schwer gewesen, mindestens. Wir haben ihn geschleckt.
Der Cousin auf der einen Seite und der Jeremy und ich haben uns auf der anderen Seite abgewechselt. Wir mussten immer wieder Pause machen und verschnaufen. Das gibt Muskelkater, Mann. Jeremy, weißt du, was mir noch aufgefallen ist? Nein, aber du sagst mir sicher gerade. In dem Sack, oder? Da ist nur Silbermünze. Nichts Goldiges. Genau, Silbermünze. Und zwar tonnenweise. Ja, das heisst, weißt du was? Kein Fünferli. Ja und? Das ist doch komisch. In einer Ladenkasse oder so wären doch auch Fünferli drin. Ich meine, wo findet man Wechselgeld ohne Fünferli? Vielleicht ist das eine Spur. Paula, nichts für ungut. Aber hör jetzt einfach einmal auf denken. Nur bis wir im Bus sind, okay? Okay, ich meine ja nur. So, weiter. Bis zum Bus war es zum Glück nicht mehr weit. Ich konnte ehrlich fast nicht mehr können. Wir haben den Sack in den Bus gehievt und der Jeremy und ich sind total kaputt auf die Sitze gefallen. Immer noch flotschnass. Meine Turnschuhe haben richtig geschmatzt. Der Cousin hat uns Tüchli und T-Shirts zum Wechseln gegeben. Gut hat er immer etwas zum Wechseln im Bus, weil er ja amigs walken an der Endstation. Echt, hey? Der Cousin, unser Retter in der Not. Du bist der beste Cousin. Danke fürs T-Shirt. Steht er gut, Jeremy. Fit for fun. Und Übergröße bis in die Knie, aber voll trendy. Du wolltest gerade etwas sagen. Ja. Bier von diesen wunderschönen Körper. Oh nein! Genau der richtige Spruch für eine 50-Klässlerin. So, genug Späßle. Es geht los. Okay. Also, zum Kommissar Retzoli, jetzt direkt. Musst du nicht noch deine Schicht fertig fahren? Manchmal muss man Prioritäten setzen im Leben. Ja, ich kann auch nicht mehr warten. Mich nimmt so Wunder, wer der Unbekannte im Töpfhelm ist. Mensch, der da. Hä? Cousin, woher hast du den Töpfhelm? Gefunden? Ja. Wieso hast du uns nicht gesagt? Cousin? Du? Da staunst du, gell? Und jetzt hebt euch. Ruhig verhalten und die Kurve liegen. Hey. Wenn ihr nicht wollt, im Strassengraben landen. Hey, nein! Hey, nein! Cousin! Spinnst! Was soll das? Okay. Ich bin doch so ein feines Uster. Langsam! Cousin ist der Beste. Denkt immer nur an die anderen. Achtung, pass auf! Aber einmal ist fertig. Einmal bin ich dran. Ich lasse mir das von niemandem verderben. Nicht einmal von euch. Cousin! Jetzt ist der 20er, aber du hast den Schatz im Bach versteckt. Das ist Münze aus dem Billetautomat. Was? Seit 1,5 Jahren habe ich heimlich immer ein Drittel abgezweigt. Geschichtende. Und auf die Seite da, bevor ich ins Depot gefahren bin. Münze aus dem Billetautomat. Siehst, ich habe es gewusst. Es gibt einen Grund, wieso kein Fünferli dabei sind. Ja, fast hättest du mich gehabt, das war knapp. Aber am Cousin traut man so etwas einfach nicht zu, oder? Nein. Nicht mal eine Spürnase wie du, Paula. Cousin, bitte! Du, lass uns raus! Der Kommissar Retzoli ist doch informiert. Das ist Kindsentführung. Ja, genau. Retzoli hat noch keine Ahnung von nichts. Was? Wenn er wirklich glaubt, ich sei blöd genug und Leute dem an, wo das Schicksal so in die Hand gespielt hat und gerade beide eure Hände unschädlich gemacht hat. Mir ist Jeremy, jetzt sitzen wir in der Falle. Das stimmt mir richtig. Gegen euch habe ich ja gar nichts. Aber jetzt bin ich dran. Es ist höchste Zeit, einen Abflug zu machen. Bis jetzt ist alles so super gelaufen. Nie gierig werden. Das habe ich mir vorgenommen. Und trotzdem gehen 500 mal 250 Franken etwas um die 125.000 Stutz. Und jetzt habt ihr zu allem an mein Ferienkästchen entdeckt. Dafür habt ihr mir auch wacker geholfen schleppen. Was hast du jetzt voll mit uns, Cousin? Anne bringst du uns. Anne, keine Angst, euch passiert nichts. Ich muss euch nur kurz aus dem Verkehr ziehen. Nein, mit ein paar Stunden abstellen, wo euch niemand findet. Bis ich die Schweiz verloren habe. Verbrecher! Mach kein Seich, Paula. Oh, Anne, es ist viel zu gefährlich. Was ist das? Und dann ist alles ganz schnell gegangen. Oder ganz langsam, wie man es nimmt. Mir ist alles vorgekommen, wie in einem alten Western, so staubige Strasse. Die heisse Luft flirrt, der Cousin blocht mit dem Bus die Landstrasse drauf und dann Zeitlupe. Am Horizont sieht man etwas Gigantisches auftauchen. Ein Güsselwagen, 20 Tonner. Am Steuer der Rudi, auf dem Trittbrett hinten der Papa Moses und der Nurkan. Wind in den Haaren.
Und wer sitzt auf dem Beifahrersitz, hebt den Kopf aus dem offenen Fenster und fixiert mit stahlblauem Blick entschlossen den Gegner? Die Alten am Sauer! Der Rudi bremst ab und bringt den Güsselwagen quer zur Straße zum Halten. Die beiden Belader springen ab und stellen sich auf. Und jetzt geht die Tür auf und aus dem Fahrzeug schwingt sich die Frau Ramsauer, steht jetzt mitten auf der Straße in einer Staubwolke und schleudert einem Cousin entgegen. Geben Sie auf! Sie Bandit! Sie haben ausgespielt! Die eigentliche Festnahme hat dann der Kommissar Rezzoli übernommen, der kurz darüber aber auch noch eingetroffen ist. Mit dem Showdown von der Frau Ramsauer und ihren Güsselmannen im Gegenlicht, da hat der offizielle Teil allerdings nicht mitheben. Der Cousin hat auch keinen Widerstand mehr geleistet, hat nur noch mit leeren Augen geradeaus geschaut und sich die Handschellen anlegen. Und wir sind schliesslich mit zittrigen Knien bis auf Weiteres entlassen worden, nach einer kurzen Aussage im Einsatzwagen der Polizei. Und sind in die Brunnenstrasse gefahren, in den Garten der Frau Ramsauer, um alle miteinander oben runterzukommen. Und in aller Ruhe hat unser Remsi uns erzählt, wie sie die ganze Sache als einzige bei Zeiten durchschaut hat und die Flucht vom Täter gerade noch verhindern konnte. Ich habe euch ja berichtet, dass unser Herr Busfahrer extra seine Walking-Runde für mich hat ausfallen lassen. Ja, als ich da für die Abfalldetektivstation Hegelbach beschattet habe. Ja. Es kann sein, dass ich ihn ein bisschen überredet habe dazu. Mir ist es wirklich langweilig. Ei. Und der Herr Busfahrer war schon dabei, seine Montur anzulegen. Trainer und extra Walking-Schuhe mit gutem Profil. So Dreieckli und Noppen. Und ich habe gedacht, irgendetwas erinnert mich doch das. Aber an was? Bin nicht drauf gekommen. Die ganzen letzten 2 Tage nicht. Aber heute, bei meinem Powernäppli, hat sie eingeschlagen. Dreieckli und Noppen. Dreieckli und Noppen? Ja, genau, das habt ihr doch erwähnt, da bei mir im Garten. Ja, und die verdächtigen Fußspuren drum, überall um den Hegelbach. Und dann die Rinderherde, die freigelassen worden ist. Wahrscheinlich extra, um die Spuren zu vernichten. In meinem Kopf. Klick, ja, natürlich. Der Herr Buschauffeur, der war ja durch eure Lagebesprechungen im Bus immer auf dem Laufenden und hat euch so natürlich zuvorkommen. Und der Unbekannte mit dem Töpfhelm, weisst, immer zur Nacht, notabene kurz nach der letzten Busfahrt. Laut Fahrplan. Ja, genau. Das hat auch er müssen sein. Ja. Mir ist klar geworden, der hat Dreck am Stecken. Aber so richtig. Und wie? Ja, ich habe euch natürlich sofort angerufen, um euch zu informieren, aber beide Telefon tot. Ja, der Bach. Und ich habe es mit der Angst zu tun bekommen und dein Vater aufgebaut, der Paula. Ja, ganz genau. Ja, sie kann sehr überzeugend sein. Wenn und der Rezzoli gerade auch. Voilà. Gerade noch im richtigen Moment. Danke, Frau Ramsauer. Sie haben uns gerettet. Ja, ich hätte das gedacht. Oh Mann, der Cousin, ich hätte ihm das nie zutraut, wirklich nie. Er macht ja nichts draus, Paula. Sogar ich wäre fast auf der Leim. Also wenn ich denke, dass ich dem traurigen Halunk fast das geheime Rezept von meinem Holderblütensirup verraten hätte. Guten Abend miteinander. Ah, Herr Kommissar. Ja, kommen Sie, da ist noch ein Stuhl. Jetzt sitzt in sicher eine Standpauke. Von wegen Minderjährigen, die sich in Gefahr bringen und so. Ich kann nur schnell fragen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Hat der Cousin gestanden? Unser Herr Busfahrer hat also ein vollumfängliches Geständnis abgelegt. Jetzt sitzt er bis auf Weiteres in seiner Zelle und murmelt, ich brauche Ferien, ich brauche einfach mal Ferien. Vielleicht hätte die gescheiter vorher mal gemacht. Ja, vielleicht hätte es dann ja noch einen Drink mit Schirmi dazu gegeben. Ja gut, also zum über all das Nachdenken hat er ja jetzt Zeit. Aber unterdessen müssen wir ja auch noch etwas Wichtiges miteinander besprechen. Moment, Herr Rezzoli. Rupfen Sie Ihre Hühnchen mal mit sich selber, Herr Kommissar. Ja, machen Sie Ihren Job richtig, dann müssen nämlich nicht Kinder und die Alten auf Verbrecher jagen. Ja, und jetzt
Schönen Feierabend. Moment, nur mit der Ruhe, gute Frau. Ich wollte doch nur anstoßen mit der Abfalldetektei. Von so guten Spürnasen mit Zivilcourage kann jeder Kriminalkommissar nur träumen. Ja, dann. Also, dann nehmen Sie doch auch noch das Glas, Herr Rätsel. Ja, da habe ich noch eins. Ja, und wo Sie schon da sind, kennen Sie eigentlich schon das geheime Rezept von meinem Holderenblütensirup? Oh, aber vorher stoßen wir an. Alle zusammen. Auf die Abfalldetektei. 1, 2, auf die Abfalldetektei! Hast deine Plattensammlung vorgerunzt, der andere überlegt. Ein grosses Kaffeeranddeckchen ab und mit dem Güssel rausdreht. Das Tüchli vorgerührt, wo die Zahnspangenentwicklung war. Sind deine Ton schon original Michel Platini gsi? Die Mutter hat dein Velo aus dem Keller rausgerückt und die tödliche Apfelmarke auf den goldenen Lenker gedruckt. Hast du nicht sein und die Matratze schnell zur Schredder trägt, dass Gott die Ende Monat dir das ganze Geld reinnäht? Ja, wer hilft bei solchen gern und anderen Notfällen? Wer hilft? Die Betten spüren also so schnell. Wer hilft? Paula und der Jeremy, die zwei schlauen Freunde von der Abfalldetektei. Sag mal, wer hilft bei solchen und anderen Notfällen? Wer hilft? Die Böden spüren also so schnell. Wer hilft? Paula und der Jeremy, die zwei schlauen Freunde von der Abfalldetektei. Spiele für Kinder, das ist der Name von unserem Geschichten-Podcast. Am besten lässt du ein Abo da und sonst kannst du einfach vorbeikommen auf srfkids.ch. Auch dort haben wir dir immer wieder solche Geschichten. Abenteuerlich, schön, lustig, alles, was dein Herz begehrt. Bis bald und tschüss von mir, Anna Zöllig.